Der Dampfer muss bald kommen. Muss er. Denn wird sie ja wohl heute auch kommen. Wird sie wohl. Wie sieht sie aus, Klaus? Wie Frauen eben aussehen. Ja. Ist sie dick? Rund? Wie sich's gehört. Der Westwind hält an. Oh, ist nicht gut für einen Stintfang. Nee, das ist nicht gut. Ostwind wäre besser. Wer das? Was meinst du, Klaus? Sollen wir sie nicht vom Dampfer abholen? Wozu denn? Ich habe ihr gesagt, der erste Hof hinter der Brücke. Sieht aber besser aus, wenn wir sie abholen. Willst du dich müde laufen? Nee. Ist sie alt? Nee, Jung? nee. Ja, was ist sie denn? Kompabel. Ja. Kompabel. Was heißt das? Das heißt, dass sie in ihren besten Jahren ist. Hat sie Mucken? Weiß ich nicht. Aber wenn sie kompabel ist, wird sie auch Mucken haben. Ja, hat sie was gesagt, dass du sie eingestellt hast? Sie sagte, sie hätte einen eigenen Kopf. Was meint sie damit? Sie verträgt keine Widerworte. Hei, 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 hei. Na, das kann ja schön was geben, du. Sie ist gewohnt zu kommandieren, sagte sie. Du, warum hast du sie denn eingestellt? Sie guckte mich so grob an. Da konnte ich nicht anders. Und der andere war auch nicht mehr zu kriegen. Hat sie Zeugnisse? Ja, 37. Was? In so vielen Diensten ist sie gewesen. Ja, wir sind die 38. 38 Dienste. In den besten Jahren. Jawohl. Ja, 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 ja. Hast die Zeugnisse gelesen? Nee, das spare ich mir für den Winter auf. Eins können wir uns doch mal angucken. Können wir.
Wo ist meine Brille? Antje Rotermund ist 14 Tage bei mir in Stellung gewesen. 14 Tage? War nicht lange, ne? Woanders war sie länger, sagte sie. Oh. Ja, wie lange denn? 15 Tage. Es ist mir ein Vergnügen zu bescheinigen, dass sie stets ehrlich, treu und fleißig gewesen ist und in allem eine verblüffende Selbstständigkeit gezeigt hat. Sie verlässt den Dienst, da wir wegen Ansicht nicht miteinander harmonierten. Du, ist das ein gutes Zeugnis? Weiß ich nicht. Nur hat er's getutet. Ich bin neugierig, ob sie auf dem Dampfer ist. Ich auch, du. Komm, Klaus. Lass uns jemand entgegengehen, ne? Oder vergeben wir uns nichts bei? Meinetwegen, denn lass uns durch die Küche gehen. Ja. Man weiß ja, was sich gehört, ne? Natürlich. Wieder rum. Vielleicht sind Sie Fischen, Mutter? Sie sind Bauern und gehören aufs Feld. Oh, ist das hier eine Loggerwirtschaft? Nee, auch doch. 2 stramme Kerle, aber wie sieht der Hof aus? Und was hab ich schon mit denen gepriestert? Aber die hat ja unser Herrgott mit dem Dummbüdel gekloppt. Ach, Mutter, wie kannst du sowas sagen? Das sind doch deine eigenen Brüder. Wenn die so weitermachen, kannst du dir die Nase wischen und erbst keinen Pfennig. Unsere Mutter, die hatte die beiden nicht genug am Zügel. Wenn er roggenreif war, lagen sie auf dem Wasser und fischten Aal. Und wenn die Kartoffeln rein sollten, dann gingen sie auf Stintfang. Und so treiben sie das heute immer noch. Ich werde ihnen Vormund bestellen. Oh, so leicht geht das nicht, Mutter. Sie haben nichts Unrechtes getan. Da ist das nicht Unrecht, wenn sie den Hof so verkommen lassen? Sie haben niemanden zu versorgen und können tun, was sie wollen. Aber sie haben uns. Ich bin ihre Schwester und du ihre Nichte. Und wir beiden, wir haben sie von Herzen lieb. Und dafür, meine ich, könnten sie dir wohl eine anständige Erbschaft hinterlassen. Wenn ich mein Erbteil damals auch schon ausbezahlt gekriegt habe. Ach, ich schäme mich, dass ich so eine Faulpelze als Brüder habe. Ich bin immer gut mit ihnen ausgekommen. Ich nicht. Ein Vormund muss her. Ja, was sollen wir sonst tun? Schweigen, uns ärgern und zusehen, wie unsere Erbschaft wie Hackels im Wind verweht? Mutter, lass doch. Mir ist das alles egal. Was soll das heißen? Du nur auf dem Mal. Aber du bist doch früher mehr hier auf dem Hof gewesen als zu Hause. Tja, damals war Hinrich auch noch hier. Ja, aber nun, wo er zur See war... Was hat das mit diesem hergelaufenen Bengel zu kriegen? Der nichts ist und nichts hat. Seine Mutter war Haushälterin hier auf dem Hof. Und sein Vater war ein Auf und davon. Ja, das sagen die Leute. Aber gegen seine Mutter kannst du doch nichts sagen. Die hat sich hier so gequält auf dem Hof. Nur, dass der Junge ein Zuhause hatte. Aber für ihre Arbeit ist sie doch auch bezahlt worden. Du, und nu, wo sie nicht mehr lebt, da darf der Junge sich doch nicht einbilden, dass er sich hier sein Leben lang durchfressen kann. Jedes Mal, wenn er nicht auf See ist, dann kreuzt er hier auf und liegt meinen Brüdern auf der Tasche. Das ist nicht wahr, Mutter. Hinrich bringt, wenn er hier ist, den Hof auf Schick. Und Onkel Piet und Onkel Klaus freuen sich. Nee, du. Mit seiner Arbeit ist das nicht weit her. Für ihn ist das Urlaub auf dem Bauernhof, für den er eigentlich bezahlen müsste. Oh, du sollst mal sehen, das dauert nicht mehr lange und er macht sich hier wieder ein paar schöne Tage. Der Dampfer hat eben getutet. Ja, das habe ich gehört. Hinrich kommt mit diesem Dampfer. Was? Woher weißt du das?
Hat er mir... Hat an Onkel Klaus geschrieben. So, an Onkel Klaus. Den werd ich fragen, du. Und wenn du gelogen hast, dann werd ich dir was anderes. So, nun komm mit. Wir suchen deine beiden Onkels. Draußen. Ich laufe durch die Küche. Was? Sanna! Sanna! Was fällt dir denn ein? Sanna, warte auf deine alte Mutter. Oh, das ist doch zu toll. Stern! So, das ist unser Haus. So, hier haust ihr also. Was meint sie damit? Das, was ich gesagt habe. Und besten Dank auch, dass ihr mein Gepäck getragen habt. Na, du guck nicht so dumm. Und nehmt die Hände aus den Taschen. Ich nehme an, ihr werdet euch darum reißen, mir aus dem Mantel zu helfen. Na, wird's bald. Kann sie sich nicht mal allein den Mantel ausziehen? Nee, wenn ich 2 Mannsstücke um mich hab, denn nicht. Mannsstücke, hat sie gesagt. Wir sind nicht gewohnt, mit Frauenstücke umzugehen. Dann müsst ihr das eben lernen. So, nun aber mal ein bisschen zu. Na, wird's bald. Na, gefall ich euch? Ist bald Zeit zu melken. Ob die Kühe heute Milch geben? Wenn sie nicht sauer wird. Wie viele Kühe habt ihr? 5. Ja, und ein Kalb. Nicht genug für so einen großen Hof. Für uns ist das mehr als genug. Und Schweine? Keins. Ja, das macht zu viel Arbeit. Schweine müssen wir haben. Wer soll die Schweine denn füttern? Ich? Dafür bin ich ja hergekommen. Na, die ist gut, du. Habt ihr Pferde? Ja, Wie viel? 1. Warum nur 1? 2 machen zu viel Arbeit. Habt ihr Hühner? Nee, die machen zu viel Arbeit. Ja, wo kriegt ihr denn die Eier her? Wir brauchen keine Eier. Wovon lebt ihr denn? Von Kartoffeln und Fisch. Die ganze Woche durch? Nee. An Sonntagmorgen, da gibt es Kaffee. Und Brot, versteht sich. Das ist kein Essen. Wir werden uns Enten anschaffen und Gänse und Hühner und Kaninchen. Ja, wir wollen hier keinen zoologischen Garten haben. Wir haben Hof. Ja, einen schönen Hof habt ihr. Aber lasst mich nur mal erst so richtig warm werden hier. Noch wärmer? Ich muss mich erst über alles hier orientieren. Auch das noch. Die ist ja gebildet. Was ist das für eine Insel da draußen? Meint sie den Steinhaufen mit den krummen Tannenbäumen? Ja. Die gehört zu unserem Hof. Und was macht ihr damit? Nix. Da müssen wir bloß Steuern für bezahlen. Ja, und da wächst auch kein Maul voll Gras auf. Verkauft sie doch. Die will keiner geschenkt haben. Ich verkauf sie. Und dann habt ihr Geld in den Händen. Das scheint mir hier zu fehlen. Dumm scheint sie nicht zu sein. Nee, die ist sogar bannig, pleatst du. Ist sie. Und wie ich eben draußen gesehen habe, ist diese alte Bruchbude hier auch ziemlich baufällig. Ja, und dieser Stall hier, der gefällt mir auch nicht. Die macht das Sagen. Ich sag immer, was ich denk. Wäre vielleicht besser, wenn sie nicht so viel denkt. Das passt besser zu euch.
Das Beste an ihr ist das Mundwerk, du. Sag das nicht. Ich habe auch sonst noch Qualitäten. Ja, Ja? Wo kommt mein Gepäck hin? in die Dachkammer. In die Dachkammer? Ja, Na schön. Über die Dachkammer sprechen wir noch. Na los, fasst an! Komm. Die Dame zuerst, bitte. Feine Dern ist dir das, du. Warum hast du die bloß genommen? Du hättest eine andere aussuchen sollen. das macht zu viel Arbeit. Komm! Ja? Ja! Sanna! Meine Sanna! Ach, lass dich angucken, mein Dern. Und du bist in den 3 Jahren, wo ich weg war, noch viel hübscher geworden. 3 Jahre waren eine lange Zeit. Hab ich dir auch so gefehlt? Oh, hast du es nicht gefühlt? Die ersten Wochen konnte ich nicht schlafen und nicht essen. Und die anderen Wochen? Da ist das langsam besser geworden. Was ein Glück. Wieso? 3 Jahre hättest du das auch nicht durchgehalten, ohne Essen und Schlafen. Ach du sollst mich nicht auf den Arm nehmen. Doch, genau das will ich. Hinrich. Oh, Hinrich, ich hab immer Angst, dass Mutter uns überrascht. Sie war eben auch hier. Macht nichts. Sie muss sich eben an ihren Schwiegersohn gewöhnen. Mutter lässt das nicht zu. Sie will nichts von dir wissen. Ach so. Sie ist also immer noch gegen mich. Ja, hat sich nichts geändert. Also ich weiß noch immer nicht, was sie eigentlich gegen mich hat. Weil du nichts hast und nichts bist, sagt sie. Als Matrose habe ich jedenfalls so viel, dass du bei mir nicht zu hungern brauchst. Und das dauert nicht mehr lange, dann mache ich mein Steuermannspatent. Ist dir das so nicht genug? Aber ja, Henrich, mir ja. Aber du weißt, dass Mutter darauf spekuliert, dass ich den Hof von Onkel Klaus und Onkel Piet mal erb. Na, und darum soll ich einen Bauern heiraten, sagt sie. Sie hat auch einen Bräutigam für mich auf dem Kieker. Tja, dann musst du wählen. Den Hof, den Bräutigam, den deine Mutter dir ausgesucht hat, oder mich. Die schönsten Stunden waren die, als du hier warst damals. Und als ich wusste, dass ich dich lieb habe. Ist das wahr, Sanna? Und ich bin dir mehr als der ganze Hof hier. Ach, mehr als alles auf der Welt. Sanna! Oh, nee! Ist der Kerl doch wieder hier. Wie du siehst, Tante Male. Ich bin nicht deine Tante Male. Sag mal, du bist ja noch frecher geworden, als du schon warst. Und du riech dich doch bloß nicht so auf, Tante Male. Darf ich dir denn nicht erstmal ordentlich guten Tag sagen nach 3 Jahren? Ich hab dich hier nicht vermisst. Aber ich dich? Ja, ich freue mich, dass ich dich endlich wiedersehe. Da kannst du mal sehen, Sanna, was das für ein Kerl ist. Will deine Mutter hier auf den Arm nehmen. Hinrich. Mensch, das ist die reine Wahrheit, was ich gesagt habe. Und wenn man 3 Jahre durch die weite Welt fährt, dann vergisst man, wo man sich früher vielleicht mal über geärgert hat. Warum treibst du dich denn in der Weltgeschichte rum? Du hast mich ja noch weggetrieben. Was heißt das, weggetrieben? Wir wollen da nicht weiter übersprechen. Ich will keine alten Geschichten wieder aufwärmen. Und auf See, da konnte ich auch mehr verdienen, als hier als Knecht. So, dann hast du nur alle Taschen voll, was? Oh, ich bin zufrieden. Die paar lumpigen Kröten. Ich hab so viel, dass ich Hochzeit machen könnte. Mit einer deren, die auch nix hat, nicht? Ich wünsch dir und deiner Braut viel Glück. Oh, danke. Hast gehört, Sanna? Deine Mutter wünscht uns beiden viel Glück. Oh, das freut mich aber, Tante Male, dass du endlich einverstanden bist.
Du bleibt mir aber die Luft weg. Das tut mir leid. Du und Sanna. Dass ich nicht lach. Ich hab gesagt, mit einer deren, die nichts hat. Und du weißt ganz genau, dass Sanna hier mal den Hof erbt. Und darauf spekulierst du. Aber sie kriegt ihn nicht, wenn sie dich nimmt. Ist das denn dein Hof hier, Tante Male? Das ist mir neu. Noch nicht, aber bald. Ich werde bei Gericht beantragen, dass meine Brüder entmündigt werden. Gründe dafür habe ich genug. Und dann wirst du dir das mit Sanna wohl überlegen. Ja, du hast recht. Dann muss ich mir das wirklich überlegen. Ich glaube, dann nehme ich dich. Oh, du unverschämter Bengel, du! Sanna, du kommst nicht nach Haus. Sanna, wo bleibst du? Komm hierher. Wen haben wir denn da, du? Henrich, siehst gut aus, Jung. Tag auch, ihr beiden. Ja, ich musste mal wieder reingucken, ne? Und sehen, wie das hier aussieht. Naja, und Land unter den Füßen zu haben, ist ja auch ganz schön, ne? Na, was macht die Arbeit? Immer dasselbe. Ach, ein Berg zu tun. Was macht ihr denn zurzeit? Wir fischen. Stimmt. Ja, das ist harte Arbeit. Und der Hof? Ach, Ja, das geht, ne? Ja, aber nun bist du ja wieder da. Hast wenigstens Zeit mitgebracht. Hab ich. Hab abgemustert für ein paar Wochen. das ist ja fein. Ja, dann können wir uns ja nur die Arbeit teilen, ne? Ja, du machst das bisschen hier auf dem Hof und wir machen die ganze Fischerei. Ja, das ist denn wohl gerecht verteilt. Ja, Gerechtigkeit muss sein. Aber nun brauchen wir ja auch die deren nicht mehr. Nee. Oh. Sie kann mit dem ersten Dampfer wieder zurückfahren, ne? Von was für einer deren sprecht ihr denn? Ach, wir haben uns ein Dienstmädchen gemietet. Ja. Für das bisschen Puzzlearbeit hier auf dem Hof, ne? Und im Haus, ne? Und das ist ein Teufelsweib. Noch keine Stunde hier und fängt schon an zu kommandieren. Ich lass mir von Frauensmensch nix befehlen, du. Nee, hier hat bloß einer zu kommandieren. Jawohl. Und das sind wir zwei. Also pass bloß auf, dass nicht bald noch eine andere Frau hier das Kommando übernimmt. Wie meinst du das? Eure Schwester Male war eben hier. Sie will euch entmündigen lassen und selber den Hof übernehmen. Ne Frechheit. Du nicht zum Glauben, du. Und das ist nur unsere Familie. Familie ist was Schlimmes, du. Ja, das ist ein Verein von Leuten, die nicht zusammenpassen. Lieber schenke ich alles der Gemeinde. Ja, oder der Kirche, ne? Ja, dann wissen wir wenigstens, dass wir ein schönes Begräbnis kriegen. Es wird jetzt Zeit, dass wir mal Ordnung machen. So eine raffgierige Verwandtschaft wollen wir nicht sehen. Nee. Und auch nicht so eine Dame aus der Stadt. Tja, dann müsst ihr das auch sagen. Jawohl, werden wir. Doch gleich. Lass jemand kommen, du. Hab ich euch nicht den Auftrag gegeben, meine restlichen Sachen vom Anlegesteg zu holen? Keine Widerrede. In 10 Minuten seid ihr wieder hier. Ich bin das nicht gewöhnt, alles zweimal zu sagen. Und nun los! Marsch! Das war sie. Hab ich mir beinahe gedacht. Sie hat so was Brutales an sich. Die ist imstande und bringt uns an die Arbeit, du. Das wäre ja nicht auszudenken. Sie muss mit dem Dampfer um 7 wieder abfahren. Jawohl, das muss sie. Wir müssen ihr das sagen. Jawohl, das müssen wir. Wer sagt ihr das? Du. Ja, du bist der Älteste. Oder hast du Angst? Angst vor einer Frau? Lass sie nicht auslachen. Ich kann ihr das ja morgen sagen.
Denn lass mich. Ist was? Nee, alles gut. War nicht da, du. Jo, und eigentlich ist das auch überhaupt gar nicht meine Sache. Ich werde dir das schriftlich mitteilen und das gleich. So, nun hört mal zu, ihr beiden. Eigentlich ist das nicht fein, die deren hier gleich am ersten Tag wieder zurückzuschicken. Nee, fein ist das nicht. Nee, du. Ganz gewiss nicht. Und auch wahrhaftig nicht. Wollen wir es nicht mal ein paar Tage mit ihr versuchen? Ja, versuchen können wir das ja mal, ne? Das ist recht von euch. Man muss dem Fuchs nicht bloß aufs Fell gucken. Nee, das muss man nicht, du. Komm, Klaus. Na, mein Junge, du bist ja fix vergnügt. Pass mal auf, dass dir nicht gleich dasselbe passiert. Oh, du? Sag mal, seit wann haben wir beide denn Brüderschaft getrunken? Na, mal nicht so stolz. Zu so einem Mannsbild kann man ja wohl du sagen. Oh, na, warte du. Du brauchst dich nicht gleich ausziehen. Ich glaub dir das auch so. Also du machst mir Spaß. Ich wollte dir bloß meine Papiere zeigen, Wozu? dass du weißt, wie alt ich bin. Finger weg. Du bist ziemlich dreist. Oh nee, ich lass mir bloß nicht gerne von der Dänen hier auf der Nase rumtanzen. Gutes Beispiel hast du eben gegeben. Warum? Da hast die beiden Brüder losgeschickt, wie so ein paar Packesel. Das war erst der Anfang. Die sind noch in den Pflegejahren. Die muss ich erst noch tüchtig in die Lehre nehmen. Du wirst das schaffen. Worauf du dich verlassen kannst. Was soll ich damit? Wasser holen. Die sind hier ja so kultiviert, dass sie das Wasser noch von draußen holen. Oh, hol dir doch selber Wasser. Na los, Marsch! Also, die Sache fängt an und macht mir langsam Spaß. Na warte, den werde ich schon Schliff beibringen. Man muss die Männer nur tüchtig an die Kandare nehmen. Anklopfen ist ja wohl nicht Mode, was? Das hab ich nicht nötig. Ich sprech mit niemandem in der Stube, der nicht vorher anklopft. Bitte. Herein! Starkes Stück ist das. Sind Sie Sommergast hier? Nee, ich bin die Deren hier auf dem Hof. Och, guck an. Ein Dienstmädchen. Darüber wundern Sie sich. Ja, Sie sehen so vornehm aus. Man kann vornehm aussehen und doch was von Schweinezucht verstehen. Ach, denn kommt sicher noch alles in Ordnung hier auf dem Hof. Darauf können Sie sich verlassen. Der Anfang ist schon gemacht. Die kümmern sich um nix, liegen den ganzen Tag auf dem Wasser, wenn sie auf dem Acker sein müssten. Sie meinen die Brüder Schnack? Ja, ich bin die Schwester von Piet und Klaus. Ach nee, die liebe Verwandtschaft. Darum sprechen Sie so nett über die zwei. Ja, als Schwester darf ich das. Ja, aber ich freue mich, dass meine Brüder so eine tüchtige Hilfe gefunden haben. Ja, aber das wird nicht einfach sein, die beiden zu steuern. Ich habe schon ganz andere Pferde gezügelt. Ja, ach, meine Brüder können mich nicht leiden. Verstehen Sie? Mein Mann ist tot. Ich bin Witwe. Aber die kümmern sich nicht um mich. Sind Sie denn ganz alleine? Nee, ich habe noch eine Tochter und eine Hypothek auf dem Haus. Ach, so ist das. Aber im Augenblick, da macht mir meine Tochter mehr Sorgen als die Hypothek. Was hat sie denn angestellt? Ah, so ein Flöz von Bengel, der nichts isst und nichts hat und zur See fährt. Er hat ihr den Kopf verdreht und bildet sich ein, sie wird ihn heiraten. Ja, und das soll sie nicht. Nee,
Sie sollen Bauern heiraten. Warum Bauern? Ja, wir sind doch die nächsten Verwandten und werden diesen Hof bald übernehmen. Ach, so ist das. Mhm. Der Hof ist schuldenfrei. Und Sie müssen auch noch Geld auf der Sparkasse haben. Haben vom Jahr ungefähr ein Grundstück für die neue Straße hergeben müssen. Danke für die Auskunft. Ja, ist Ihnen nur alles klar? Ja, alles. Es ist immer gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Oh, Fräulein, wenn Sie die Faulpelze so richtig wieder an die Arbeit kriegen, dann tun Sie ein gutes Werk. Fräulein, wir verstehen uns nicht. Ich glaube, der Himmel hat mir Sie geschickt. Den schickt mir der Teufel. Hier ist das Wasser. Bring das in die Küche. Also du bist vielleicht zum Piepen, du. Na los. Den Kerl, da müssen Sie sich in Acht nehmen. Warum? Ach, die Leute sehen ihn hier nicht gern. Trägt die Nase ziemlich hoch. Und er ist nix, hat nix. Seine Mutter war Haushälterin hier auf dem Hof. Und mit seinem Vater, das war eine dunkle Sache. Der arme Junge. Mir gefällt er. Nee. Also je eher der Bengel hier wieder vom Hof ist, je besser ist das. Auch für meine Sonna. Ach, dann ist das der Flöz von Bengel, von dem Sie mir eben erzählt haben. Ja. Flöz von Bengel, das ist genau der richtige Ausdruck. Und nun möchte ich Sie um kleinen Gefallen bitten. Mann zu, mache ich doch gerne. Ja, oh, das freut mich. Also sehen Sie, wir wohnen ganz dicht bei. Und Sanna, die wird ja jeden Tag hierher laufen, solange er hier auf dem Hof ist, nicht? Und ich als Mutter, ich kann ja nicht immer hinterherlaufen und aufpassen und, wie man so schön sagt, die Hand dazwischen halten, nicht? Verstehen Sie? Ich verstehe. Und da haben Sie gedacht, dass ich die Hand so dazwischen? Ja, genau so. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich werde beide Hände dazwischen halten. Ach, vielen Dank. Sie tun mir ja einen großen Gefallen. Ja. Ach, besuchen Sie mich doch mal. Ich koche uns eine schöne Tasse Kaffee. Und meine Brüder brauchen nicht zu wissen, dass wir nur Freunde sind. Womit habe ich das nur verdient? Ja, nun mal nicht so bescheiden. Also wenn Sie das alles, was wir eben besprochen haben, in Ordnung bringen, oder tun Sie ein gutes Werk. So? Ja. So, und nun muss ich was tun. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Oh, und Oha, das fängt ja gut an. Komm mal rein. Komm mal raus. Wie heißt du? Hinrich. Und du? Antje. Komm mal bitte rein, Hinrich. Aber gern, Antje. Na, und was soll ich? Ich will dich mal ein bisschen näher begucken. Ach so, ich verstehe. Sie hat mich schlecht gemacht, wie? Sie kann dich nicht leiden. Ja, warum nicht? Weil ich ihre Tochter lieb hab. Und das hast du doch. Ja. Das wollte ich nur wissen. Wie lang bleibst du? Tja, das weiß ich noch nicht. Ich habe abgemustert, aber allzu lange kann ich nicht bleiben. Muss Geld verdienen. Unsere beiden Fischer, die bezahlen mir ja keinen Pfennig. So viel ich auch arbeite. Und mir macht die Arbeit hier Spaß. Gut, dann bleibst du. Ich stell dich ein. Und deine Arbeit wird bezahlt. Da kennst du die beiden aber schlecht, du. Das wird dir wohl nicht glücken. Mir glückt alles. Kannst du schreiben? Also das ist mal eine Frage. Gut, dann schreib. Bitte. So. Achtung. Achtung. Insel Eldorado. Insel... Was? Eldorado. Nahe der Küste Nahe der Küste zu verkaufen. zu verkaufen. Fertig? Fertig. Besonders geeignet Besonders geeignet für junge Ehepaare. für junge Ehepaare Oder Menschen, die die Einsamkeit lieben. oder Menschen, die... Hast du das? Nee, ich bin gerade bei Lieben.
Näheres bei Klaus Schnack, Rönsund. Näheres bei Klaus Schnack, Rönsund. Fertig. Fertig. Ja, und was soll das? Wir müssen Geld ins Haus kriegen. Ja, und haben wir erst Geld? Dann machen wir aus dieser Bruchbude hier ein anständiges Haus. So, der geht an die Zeitung. Und du gehst auf die Wiese und pflückst Blumen. Ja. Blumen? Wo ist denn heute ein Fest? Hier auf dem Hof. Hier auf dem Hof. Was denn für ein Fest? Mein Einstand. Einstand. Die Dern ist richtig. Herein. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Meine Mutter lässt grüßen und schickt diesen Blumenstrauß. Für mich? Das Fräulein hat dir so gut gefallen. Oh, das freut mich aber. Wie heißt du denn? Sanna. Ach, du bist Sanna. Ach, kennt mich das Fräulein denn? Klar. Setz dich. Hinrich kommt gleich. Und die Blumen gibst du ihm. Ich bin so lange in der Küche nach dem Kaffee gucken. Hinrich! Ja, ich bin gerade zurück. Oh, Sanna. Oh, hast mir Blumen mitgebracht? Oh, das freut mich aber. Danke. Ich danke dir auch, Hinrich. Ach, da ist er ja schon. So, nun bleibt das Fräulein hier und trinkt Kaffee mit uns. Oh, ich weiß nicht, ob ich das darf. Auch wegen ihm hier? Ich habe euch eingeladen und damit basta. Danke. Hey. Ja, bitte. Danke. Nanu, Was soll das? Ja, wir sind zum Kaffee eingeladen. wer hat euch eingeladen? Ich. Bitte? Was heißt hier bitte? Wir brauchen am Alltag kein Tuch auf dem Tisch. Nee. Und auch keine Kaffeegäste. Was ihr braucht, danach hat euch niemand gefragt. Sie ist Dienstmädchen hier und weiter nichts. Jawohl. Und der Teufel soll sie holen, wenn sie hier auf unseren Hof neue Moden einführen will. Hinsetzen! Danke. Hier kommandiere ich nun. Darf ich reinkommen? Mann zu, komm rein. Was gibt's? Oha. Es wird böse werden. Was wird böse werden? Das mit den Netzen. Hast du sie eingeschlossen? Ja, habe ich. Hier ist der Schlüssel. Und wenn Sie nur fischen wollen? Nun wird gearbeitet und nicht gefischt. Oh je. Wenn das man bloß nicht noch ein schlimmes Ende nimmt. Sie sind sowieso nicht gut auf dich zu sprechen. Ich weiß, Sie können mich nicht riechen. Aber das macht nichts. Was haben Sie eigentlich gegen dich? Viel. Mein schlimmstes Vergehen ist, dass ich dich eingestellt habe. Das habe ich im Voraus gewusst. Na, ich will hier den Frieden im Haus nicht länger stören. Ich gehe wieder auf See. Du bleibst. Wenn es nach ihm ginge, müsste ich zuerst gehen. Aber das tue ich nicht. Ich will doch mal sehen, ob ich mit diesen 2-Mann-Stücken nicht fertig werde. Das macht mir Freude. Ja, und noch mehr Freude macht mir die Arbeit. Ja, auch vom Haushalt. Von der Landwirtschaft. Da verstehst du was. Oh, was rührst du eigentlich an? Na, wirst du wohl. Pudding. Oh, so was Feines. Die zwei werden da bestimmt aus Dickköpfigkeit nichts von essen. Das macht nichts. Da kommen wir auch allein mit klar. An mir soll das nicht liegen. Nee. Ach, und die Netze,
bleiben eingesperrt. Gut, ich gönn das den beiden. Raus, ihr Bauern! Wir dürfen ja wohl noch in unsere eigene Stube kommen. Sicher dürft ihr das. Aber ihr habt vorher anzuklopfen. Den Teufel haben wir. Ihr habt anzuklopfen. Es ist ungebildet, bei einer Dame reinzustürzen, ohne vorher anzuklopfen. Was heißt hier Dame und was heißt hier anklopfen? Sie muss raus aus dem Haus. Das könnt ihr mir nachher alles in Ruhe erzählen. Zunächst mal geht ihr wieder raus aus der Stube. Los, kehrt Marsch! Oh, die wirft mit Eiern! Für den Anfang war das ja ganz gut. Ist das Anklopfen? Ja, das Anklopfen. Hast du das nicht gehört? Das hört sich an wie Dreschen. So klopft man an. Ja, ich weiß. Aller Anfang ist schwer. Aber versucht es mal nochmal. Komm, Klaus, der Klügere gibt nach. So ist's recht. Kommt rein. Na? Was macht sie hier? Ich warte darauf, dass ihr guten Tag sagt. In der Stadt ist es Mode, die Dame zu grüßen, wenn man mit ihr sprechen will. Müssen wir nur guten Tag sagen? Ach, Na, was wollt ihr denn jetzt? sie muss aus dem Haus. Wer muss aus dem Haus? Sie. Ich? Jawohl. Und warum muss ich aus dem Haus? Wir wollen sie nicht haben. Ich will Antwort auf meine Frage. Sie macht uns zum Gespött für die ganze Gegend hier. Ihr macht euch selber zum Gespött. Sie bringt uns um Haus und Hof. Ihr habt wohl zu lange in der Sonne gelegen, was? Tischtücher am Alltag, das heißt unseren Herrgott herausfordern. Jawohl, das heißt das. Aber schiedig bei Tisch sitzen, das unserem Herrgott ein Wohlgefallen, was? Und sich morgens mit Seife zu waschen, das ist Verschwendung, ist das. Aber sich tagsüber die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, anstatt zu arbeiten, das ist keine Verschwendung, was? In der Bibel steht geschrieben, die Schlemmer sollen nicht das Reich Gottes erben. In der Bibel steht auch geschrieben, denn Gott hat ihnen die Weisheit genommen, ihnen aber keinen Verstand zugeteilt. Meint sie da uns mit? Ich glaub ja. Denn es ist besser, wenn sie geht. Ja. Sie stellt einen Knecht ein und wir sind selber zwei Kerle. Ihr zwei, ihr macht zusammen nicht so viel her wie der Lütte C. vom richtigen Kerl. Und dann kauft sie Eier. Solange wir keine Hühner haben, muss ich Eier kaufen. Oder soll ich sie selber legen? Na, das würde ich mal erleben. Sie muss aus dem Haus. Ja, der Dampfer fährt in eine halbe Stunde. So, Wenn sie sich mit dem Einpacken beeilt, wird sie den Dampfer noch zu fassen kriegen. so. Die Sache hier muss heute noch ein Ende haben. Seid ihr nun fertig? Jawohl. So, dann will ich euch mal was sagen. Ihr habt mich für ein volles Jahr als Diensthin hier auf dem Hof eingestellt. Und nach den Gesetzen kann mich keiner hier wieder wegkriegen. Wenn ihr mich nach einem Jahr nicht mehr sehen wollt, bitte, dann gehe ich von alleine. Aber bis dahin müsst ihr euch das gefallen lassen, dass ich das Ochsengespann am Zügel hab. Ich bleib hier. Ochsengespann? Geht das auf uns? Ein Ochse, der arbeitet. Und ihr? Sie fährt mit dem Dampfer um 3. Jawohl.
Und wenn sie nicht freiwillig geht, dann werden wir sie vergewaltigen. Mit Gewalt vom Hof bringen. Ja, das tun wir. Mann zu! Dann fangt mal gleich damit an. Ja. Wir sagen unsere Schwester Marley Bescheid. Ja. Die kennt die Paragraphen, ne? Die wird schon fertig mit dir. Die ist klüger als wir. Jawohl. Na, da gehört ja auch nicht viel zu, ne? Sie behandelt uns wie Ochsen? ja. Na, den Ochsen geht das gut, die so behandelt werden wie ihr von mir. Sie konfirmiert uns. Kujoniert. Hab ich doch gesagt. Ich will, dass ihr euch anständig wascht und dass ihr was zu essen auf dem Tisch habt. Sie hat einen Knecht auf den Hof geholt und wir müssen ihn bezahlen. Ich hab euch ja gesagt, dass ich einen Knecht brauche. 2 Kerle auf dem Hof sind genug. Ja, und wir beide haben beschlossen, mit Hand anzulegen. Was haben wir? Dann werde ich dafür sorgen, dass es Arbeit für 3 gibt. Wenn wir das Korn unter Dach und die Kartoffeln eingekohlt haben, dann fangen wir mit dem Jungholzpflanzen an. Das ist die beste Stintfangzeit. Ihr seid Bauern und keine Fischer. Ihr habt einen Hof und Geld auf der Bank. Und ihr schämt euch nicht, den armen Fischern das Brot wegzunehmen? Und wenn im Winter auf dem Acker nichts mehr zu tun ist, werdet ihr Steine fahren. Steine fahren. Jawohl, Steine fahren. Dieser Schweinestall wird ausgemistet. Eine Schande ist das, dass Menschen in so einem Räuber des Hauses. Nun ist das aber genug. Das ist Gotteslästerung. Jawohl ist das. Wir werden unserer Schwester Male all ihre Missetaten melden. Dann könnt ihr auch gleich noch melden, dass ich eure Netze eingesperrt habe. Sie hat Unsere Netze. eingesperrt. Jawohl, das hab ich. Ihr habt lang genug gefischt. Das verschlägt mir die Sprache. Das ist Verbrechen ist das. Jawohl. Nu hat die Polizei das Wort. Sie hat das ja so gewollt. Ja. In den Bibeln steht auch geschrieben, aus ihren Munde fahren Fackeln und feurige Funken schießen raus, ja. Wo sind die beiden denn hin? Sich beklagen, dass ich anständige Menschen aus ihnen machen will. Ich soll sofort wieder abreisen. Ach ja, und Verbrecher haben sie mich auch tituliert. Eigentlich ein bisschen hart, das Wort. Ach, ich habe ein dickes Fell. Aber sie werden wohl gleich wieder aufkreuzen. Sie sind nebenan bei ihrer Schwester Male und wollen mich verklagen. Sie können ihre Schwester nicht leiden. Aber wenn es was Besonderes gibt, dann verkriechen sie sich wie kleine Kinder unter ihrer Schürze. Male versteht was von den Paragraphen, meint sie. Male steht auf meiner Seite. Zu mir hat sie gesagt, wie gut es ist, dass eine resolute Frau die Zügel in die Hand nimmt. Ihre faulen Brüder, die bräuchten noch den ganzen Hof durch. Ja, aber nun denkt sie anders über dich. Sie soll nicht zum Teufel jagen, hat sie zu ihren Brüdern gesagt. Wie kommt sie denn darauf? Kannst du das nicht raten? Denk mal an Sanna und an mich. Ach so. Du hast mich ja nicht vom Hof gejagt. Ich bin immer noch hier. Wenn ich wieder abhau, dann habt ihr vielleicht Frieden. Du bleibst, das habe ich dir schon gesagt. Ich bestimme hier. Wenn ich den Hof wieder auf Schick bringen soll, dann muss ich hier das Sagen haben. Warum tust du das alles, Antje? Warte doch ab. Ich hab Vertrauen zu dir. Ich halte zu dir, Antje. Das ist ein Wort. Ich danke dir, Hinrich. Oh, guck. Habt ihr das gesehen? Im Flagellant, wie sagt man dazu? Jawohl. Was heißt das? Sie posiert. Nee. So ein Schürzenjäger will meine Sanna heiraten. Mensch, das stimmt nicht, was du dir einbildest. Nur meinen eigenen Augen werde ich aber noch trauen können.
Oh nee, meine arme Sanna. Dieses unschuldige Kind. Ja, unschuldig kann sie ja auch bleiben. Aber wir haben dich wegen was anderem hergeholt. Als Verstärkung, ihr beiden Helden. Sie hat den Mund zu halten, jetzt reden wir. Sag was, Male. Ich komm. Im Namen des Gesetzes. Jawohl, komm her. Dann schießen Sie mal los. Ich habe wenig Zeit. So, und du gehst am besten wieder an die Arbeit, ne? Unsere Brötchengeber, die bezahlen uns nicht fürs Nichtstun. Ja, ist gut. Ich fordere Sie auf, den Hof Batz auf der Stelle zu verlassen. In den Gesetzen steht, Dienstmädchen, die gegen ihre Herrschaft obstinat sind, können sofort entlassen werden. Ich kenne keine Paragraphen, in denen sowas steht. Ich bleib hier. Also, wenn die nicht freiwillig geht, dann muss man sie eben mit Gewalt vom Hof bringen, ne? Wer ist Mann? Und was meint sie mit Gewalt? Ja, das könnte Ihnen wohl so passen, ne? Nee, so dumm bin ich nicht. Ich kenne die Paragraphen. Bin mir auch zu schade dazu, mich an Ihnen zu vergreifen, um mir die Hände schädig zu machen, ne? Wissen Sie noch? Der Himmel hat sie mir geschickt, haben Sie gesagt. Und jetzt bin ich der Teufel. Aber eins kann ich Ihnen im Voraus sagen. Nicht ein Pfennig erben Sie. Ja, nun schlägt das ab. Aber 13. Lass sie töten. Das Testament ist unsere Sache. Sieh mal an. Hund und Katze sind Freunde geworden. Wollen doch mal sehen, wie lange die Freundschaft dauert, wenn ich erzähle, wie hier der eine von dem anderen spricht. Ich habe nur Gutes über meine Brüder gesagt. Nicht ein böses Wort. Nicht ein. Ivo, nicht ein böses Wort. Nicht eins. Nicht eins. Das ist ein Aas. Jawohl. Und das bleibt auch ein Aas. Ein fürchterliches Mundwerk hat das Frauenzimmer. Die wird euch noch ins Armenhaus bringen. Was ist da zu tun? Geht ihr beiden mal nach draußen. Ja. Ich will noch mal mit ihr unter vier Augen reden. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich das überkandidelte Weib nicht zur Raison bringen könnte. Die gibt nicht nach. An mir soll sie sich die Zähne ausbeißen. Du Male, lass dich mal nicht bange machen, ne? Nee, ich werde ihr eine Lektion erteilen, wo sie ihr Leben lang andenken wird. Das tu man. Ja. Male. Sei stark, du. Ja, aber. Wenn ich um Hilfe rufe, dann kommt ihr gleich rein. Anschau, Damut. Ich möchte noch mal mit Ihnen sprechen. Ganz vielen Diensten, meine liebe Frau Thielen. Also, wenn Sie nicht... Hilfe! Hilfe! Sie wird mich umbringen! Was hat sie denn? Ich hab doch bloß einen Aal abgemurkst. Also das ist eine Familie. Fräulein, was war denn mit meiner Mutter los? Ach, das ist alles halb so schlimm. Erzähl ich dir nachher. Ja, aber du kommst mir gerade recht. Hilf mir schnell den Tisch decken. Ach, Sie kriegen Besuch, Fräulein. Vorhin am Anlegesteg hat ein feiner Herr mich gefragt, wo Klaus Schnack wohnt. Er wollte aber erst im Krug noch was essen. Besuch? Kann nicht für mich sein. Ja, weiß keiner, dass ich hier bin. Aber nur mal schnell, dass wir mit dem Essen anfangen können. Kannst auch mitessen. Oh, danke. So. Und nun lauf und sag den Männern Bescheid. Sie können reinkommen zum Mittagessen. Ja. Onkel Piet, Onkel Klaus, reinkommen zum Mittagessen. Vergiss deinen Hinrich nicht. Der kommt von selbst, wenn er was vom Essen hört. Hinrich! Augenblick noch, ich bin gleich fertig. Dein Hinrich arbeitet noch. Komm rein. Bitte, ich habe aufgedeckt. Bringt die Suppe aus der Küche. Ja. Wird hier Hochzeit gefeiert? Nee,
Begräbnis. Wer wird begraben? Die Schlamperei. Die kenne ich nicht. Ja, aber nun steht doch nicht rum wie Zaunpfähle. Setzt euch. So, Antje, Danke, Hinrich. bitte. Wozu ist das Ding? Dass du nach dem Essen kein frisches Hemd anziehen brauchst. Quatsch, ich bin doch kein Kind, das sich besappelt. Ruhig. Marsch, geh und wasche die Finger. Da bin ich doch bei. Raus. Ich sehe keine Kartoffeln. Wir fangen mit der Suppe an. Suppe hat es nie bei uns gegeben. Von heute an gibt es eben auch Suppe. Das sind wir nicht gewohnt. Das gibt noch vieles, woran ihr euch gewöhnen müsst. Sind wir denn feine Herrschaften? Nee, die will ich erst aus euch machen. Hände vorzeigen. Na los! Gut so. Guten Appetit. Danke. Ist das Milchsuppe? Nee, Rahmsuppe. Oh, die riecht aber gut. Und die schmeckt, was hast du, Klaus? Erst muss ich wissen, ist die teurer als Milchsuppe? Aber warum denn? Wir kaufen den Rahmen doch nicht. Der kommt aus unserer eigenen Landwirtschaft. Schmeckt wie Zucker auf Tit. So ist recht. Lass euch nur gut schmecken. Ich meine, hier sind zu viel Mann am Tisch. Sie hat uns eingeladen. Ohne uns zu fragen. Sie macht, was sie will. Wir können uns den Herrgott danken, dass sie nicht noch mehr Leute eingeladen hat. Wenn euch das nicht passt, dann gehen wir. Komm, Hinrich. Du bist unsere Nichte und immer freundlich zu uns gewesen. Dann darfst du auch Rahmsuppe mit uns essen. Na gut. Du, kochen kann die, ne? Ja, das ist wahr. Und die Blumen, überhaupt, seit sie hier ist, riecht es viel besser in unserer Stube. Ja, die versteht das, du. Nun muss sie aber doch weg. Das muss sie nicht. Wir müssen sie hier behalten. Wer soll das alles essen? Wir? Essen ist das halbe Leben. Und die andere Hälfte vom Leben? Ist Arbeiten. Ist das Aal? Ja. Und neue Kartoffeln. Neue Kartoffeln? Heißt das nicht unseren Herrgott herausfordern? Wir sind doch keine feinen Leute. Was sind wir keine feinen Leute? Jawohl, wir sind ganz feine Leute. Guten Appetit. Danke. Ja. Ist das nicht eine Freude, Ihnen beim Essen zuzugucken? Zuzugucken, ja. Anzugucken, nicht. Sag mal jetzt langsam, Piet!
Möcht ihr einen Lütten Schnaps? Ja, bitte. Das müsst unsere Schwester sehen. Neue Kartoffeln und Schnaps. Und rauchen Sie will. Und Handtücher, sich den Mund abzuwischen. Das Wasser würde Ihren Mund zusammenlaufen, du. Sie ist doch kein Aas. Bitte? Danke. Na, wenn wir nur doch feine Leute sind, dann müssen wir auch Schnaps beim Essen trinken. Oh. Ist was extra Feines, ne? Echter alter Benediktiner. Alter Bernhardiner? Alter Benediktiner, ein wohltätiger Orden ist das. So, und jetzt probieren wir den Pudding. Mit den vielen Eiern drin. Ja, den. Der sieht lecker aus. Und schmecken tut er noch viel leckerer, du. Ich glaube nicht, dass wir das im Himmel besser haben. Pudding gibt das im Himmel auch nicht. Herr, lass mich lange leben auf dieser Erde. Fräulein, da kommt Besuch. Besuch? Der feine Herr, von dem ich vorhin erzählt habe, mich gefragt hat, wo Klaus Schnack wohnt, der kommt bestimmt wegen der Lütteninsel. Was für eine Insel? Na, der Schnackschen Insel. Ich habe eine Annonce in die Zeitung setzen lassen. Wegen diesem Sand- und Steinhaufen da, den wird doch keiner kaufen. Abwarten. Unsere Insel, da will einer kaufen? Ach, den Ochsen möchte ich sehen, der die kaufen will. Ihr habt sie doch auch mal gekauft. Wie viel will sie denn dafür fordern? 5. 500? Nee, 5000. Für den Steinhaufen? Nachlassen kann man ja immer noch. Wenn der Kerl die Insel nicht verkehrt will, dann schenke ich sie ihm zum Geburtstag. Herein. Einen wunderschönen guten Tag. Verzeihung, ich konnte nicht annehmen, dass Sie noch so spät zu Mittag speisen. Wir waren so lang bei der Arbeit. Ja, es ist jetzt überall Hochbetrieb in der Landwirtschaft. Da müssen selbst leibliche Bedürfnisse zurückstehen, nicht wahr? Ja, aber wir holen das wohl wieder ein, nicht? Ja. Fabelhaft. Wenn man solch einen Tisch sieht, bekommt man eine hohe Vorstellung von unserem Bauernstand. Ganz fabelhaft. Servietten, ja. Also ich bin überrascht. Heinrich IV. Von Frankreich sagte einmal, ich wünsche, dass jeder Bauer am Sonntag sein Huhn im Topfe hat. Ja, man lachte über ihn und knüpfte an diesen Ausspruch die boshafte Frage, was aber, wenn dem Bauern der Topf dazu fehlt? Ich konstatiere mit viel Vergnügen, dass der deutsche Bauer auch wochentags sein Huhn im Topf hat. Ja. Will er Topfe verkaufen? Bitte sehr. Danke sehr. Oh, Verzeihung. Ruland. Ja. Direktor Ruland. Rotermund Antje. Oh, Dienstmädchen. angenehm. Schnack, Wie bitte? Schnack, Klaus. Bauer. Schnack, Piet. Jungbauer. Ja, ist sehr interessant, nicht? Wirklich interessant. Ja, aber ich komme auf Ihre Verkaufsanzeige. Meine Frau und ich haben uns entschlossen, den Rest unseres Lebens
weit ab vom Getriebe der Großstadt zu verbringen. So. Ja. Um unser Leben an einem separaten und diskreten Ort zu genießen. Wo will er sein Leben genießen? Diskretes Örtchen. Nu komm ich erst dahinter, du. Als wir Ihre Anzeige lasen, haben wir uns entschlossen, uns sofort mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Mit mir. Mit Ihnen? Ach, bitteschön, wie war doch noch der allerwerteste Name? Antje Rotermund. Antje Rotermund. Antje, nett, wirklich, ja, nett. Ja, aber die Verkaufsanzeige ist mit Klaus Schnack unterzeichnet. Klaus Schnack, das bin ich. Ah, dann sind Sie also der Herr im Haus. Eigentlich ja. Dann habe ich also mit Ihnen zu verhandeln. Eigentlich, nee. Oh, schwerer Fall, wie? Sehr schwerer Fall. Das ist alles ganz einfach. Die Brüder Schnack haben mich bevollmächtigt. Jawohl, das haben wir. Ach so, ja dann. Ja, Sie müssen wissen, wir haben nämlich eine besondere Vorliebe für diese Gegend hier. Oh, das freut mich aber. Ja? So eine schöne Insel ist auch so leicht kein zweites Mal zu finden. Die kann ja lügen. Sagen Sie, die Insel ist doch unbewohnt. Unbewohnt. Versteht sich, da wohnt kein Hund drauf. Hier können Sie die Insel sehen. Was? Hier geradeaus. Man kann sie sehen. Ja, ganz nah. Von hier aus? Ja. Ah, ja, aber ich... ist doch... Augenblick mal, da muss ich mal eben... Oh, ja, nicht übel, nicht übel. Ist was? Ja, tschüss. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ganz unabsichtlich gewesen. Ja. Wenn Sie noch mal schauen möchten. Ja, gerne. Ich weiß... Naja... Sehr apart. Mitten in der See. Ja. Von alle Kanten Wasser. Wasser umrum. Wasser umrum. Aha. Ja. Ach ja, daher Insel, stimmt ja. Ach so, ja. Oh ja, ich bin entzückt. Und die kostet nur 6.000. 7.000. Das ist ein anständiger Preis. Ja, aber Sie sprachen doch eben von 6.000. 6.000 ohne Tannenbäume. Die wollen wir vorher noch zu Holz machen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Bäume müssen natürlich bleiben. Sie geben der Insel dieses romantische Profil. Nein. Ich löse die Föhren ab. Was? Ich kaufe die Bäume. Schön, dann bleibt es also bei 8.000. Du hättest 10 oder 15 fordern sollen. Ja. Der hat doch nicht alle am Tannenbaum, du. Na schön, gut. Die finanzielle Seite ist von untergeordneter Bedeutung, aber ich möchte nicht mehr bezahlen als den üblichen Preis. Jawohl, 10.000 und kein Pfennig mehr. Aber Sie haben doch eben viel weniger verlangt. Ja, das war für meinen Teil. Wir sind aber zwei. Ach so. Naja. Also gut, ich werde meinen Rechtsbeistand mit dem Abschluss des Kaufes beauftragen. Er wird morgen hier sein. Schön. Dann wird sich wohl alles finden. Ja. Den Kaufvertrag und die Vollmacht bringt er dann mit. Ja, bringt er mit. Und das Geld auch? Ja, ein Scheck von meiner Bank. Nix, Scheck. Paar Geld wollen wir sehen. Ja, aber das ist doch... Wir verkaufen Ihnen ja auch eine richtige Insel und keine Landkarte. Und wir wollen auch richtiges Geld und keinen Scheck. Na ja, gut, schön. Mein Rechtsbeistand wird alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigen. Abgemacht. Abgemacht. Wir beiden verstehen uns. Ja. Verstehen uns. Oh, und sagen Sie, die Insel, hat die einen Namen?
Im Grundbuch heißt sie Kräheninsel. Oh, Aber wir haben sie auch Gänseinsel genannt. aber das ist doch entsetzlich. Gänseinsel. Na, wenn Sie mit Ihrer Alten dahin ziehen, dann können Sie die Insel ja wieder Kräheninsel nennen. Na schön, wir werden sehen. Oh, mein Gott, es wird Zeit. Ich muss eilen, ich muss gehen, wenn ich den Dampfer noch erreichen will. Ich wundere mich, dass der Herr Direktor und seine Frau auf dem Lande leben wollen, wo sie doch das Leben in der Stadt gewöhnt sind. Nun ja, liebes Kind, wir sehnen uns nach Ruhe. Ruhe. Das verstehe ich gut. Ja, ich war selber 3 Jahre in der Stadt in Dienst. Ja, und sie war beliebt. Das habe ich schwarz auf weiß. Wie schön für Sie. Also, mein Rechtsbeistand wird morgen vorsprechen und alles erledigen. Das soll uns freuen. Liebes Fräulein, es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, die Herren Schnack. Tschüss, Roland. Na, was sagt ihr nun? Sie ist ein Teufelsweib. Jawohl, das ist sie. Da müssen wir einen drauf trinken. Ich muss nun los. Jetzt wird getrunken. Ja, mein Dampfer fährt. Der Dampfer soll zur Hölle fahren. Sie bleibt hier. Ja. Morgen segel ich los. Hinrich, Das ist am besten so. wo willst du denn hin? Weit weg. Für gute Heuer. Und wie lange bleibst du weg? 3 Jahre. Dann bin ich Steuermann. 3 Jahre. Du, das ist keine Ewigkeit. Und ich soll wieder so lange alleine bleiben. Du wirst an mich denken und auf mich warten. Hm? Du, und wenn ich dann Geld genug gespart habe, dann gehe ich zur Kapitänschule. Und wenn ich dann erst Kapitän bin, dann gehe ich zu deiner Mutter. Aber wenn sie dann immer noch Nein sagt. Dann nehme ich dich an Bord und wir segeln weg, weit weg. Das klingt wie ein Märchen. Mutter wartet auf mich. Ich soll einhüten. Ja, willst du denn nicht zum Kaffee bleiben? Mutter kommt her. Das Fräulein hat sie eingeladen. Ach ja, zu dieser Jahresfeier. Morgen ist das 1 Jahr her, dass Fräulein Antje hier ins Haus kam. Lass es dir gut gehen, mein Dirn. Hm? Und denk an mich. Ich halte immer zu dir, Henrich. Was hat sie denn? Ich hab doch bloß Beifall geklatscht. Das war der Abschiedskuss. Wer das glaubt, wird selig. Morgen fahre ich weg. Du fährst nicht weg. Man läuft nicht vor seinem Glück davon. Das tue ich auch nicht. Ich laufe ihm sogar hinterher. Dein Glück ist hier. Da habe ich noch nichts von gemerkt. Bleib hier, dann kommt alles so, wie ich das will. Du kannst in dieser Sache nichts tun. Habe ich nicht immer meinen Willen durchgesetzt? Weißt du noch, wie das vor 1 Jahr hier aussah? Und wie sieht das heute hier aus? Ja, tüchtig bist du gewesen. Das muss man dir lassen. Und das alles habe ich geschafft, ohne einen Pfennig von der Sparkasse zu holen. Aber das Geld, das Direktor Roland für die Insel bezahlt hat, das ist doch da wohl bei aufgebraucht worden, ne? Nicht alles. Und ohne mich wäre auch keiner gekommen und hätte die Insel gekauft. Glaubst du nicht auch, dass ich deine Sache ins Reine bringen kann? Ich will mein Leben lang kein Knecht spielen. Ich will, dass Ich wir... weiß, was du willst und darum sage ich dir, du bleibst. Die Sache kommt in Ordnung. So, und jetzt müssen wir uns um unsere Kaffeegäste kümmern. Ist draußen alles picksauber? Oh, blitzeblank, du. Das ist eine Freude, das anzugucken. Die Gäste sollen sehen, was eine Frau und ein fester Wille alles erreichen können. Also ich wundere mich bloß, dass die beiden dabei mitmachen. Morgen vor 1 Jahr bin ich zu diesen 2 Struwelpetern gekommen. Und die ganze Zeit habe ich mich auf diesen Tag gefreut. Nun ist der Tag gekommen. Morgen reise ich ab.
Das tust du nicht. Doch tue ich das. Und das alles hast du für das bisschen Geld im Monat getan? Nee, nicht für Geld. Ja, wofür denn sonst? Ach, spekulierst du vielleicht auf einen von den beiden? Um Gottes Willen, nee. Ja, aber einen Grund musst du doch haben. Ja, den habe ich auch. Hier. Das ist der Grund. Oh, das ist ein netter Grund. Ich war 17, als ich ihn kennenlernte. Und was ist aus ihm geworden? Er fährt zur See. Das sind jetzt 10 Jahre her. Schreibt er? Wir haben uns die ganze Zeit geschrieben. Und wenn alles gut geht, dann ist er bald hier. Und dann zünde ich mit meinen 38 Zeugnissen Feuer an und kochen Festessen darüber. Denn jetzt weiß ich, wie man die Männer anpacken muss. So und so. Da kommen die Herrschaften. Schnell Blumen für den Kaffeetisch. Mein Platz ist in der Küche. Aber Antje, hör mal, Antje. Ja, ich soll Blumen holen. Du sollst uns Antwort geben. Jawohl, das sollst du. Ist das wahr, dass du wieder auf See gehen willst? Ja, das ist wahr. Morgen fahre ich weg. Du kannst gut hier auf dem Hof bleiben. Ja, das weiß ich. Du bist tüchtig, du bist fleißig. Ja, du verstehst deinen Kram, ne? Ach, das gefällt mir hier nicht mehr. Ist dir das zu vornehm bei uns? Ach, nee. Warum willst du denn weg? Ach, Mensch, wegen Sanna, so. Das ist schade um ihn. Ja, das ist schade, du. Der Junge ist sein Gewicht in Gold wert, du. Heilig? Du liegst da wie Asta Nielsen, du. Vornehm, du. Vornehm, vornehm, vornehm. Haus mit 6 Zimmer, du. Und mit einem Veranda. Mit Fahnenstange und Pferdeköpfen. Und mit Blumen im Vorgarten, du. Und das Korn steht gut. Ist eine Pracht, du. Und unsere Sau hat 16 Ferkel. Ja. Und in der Scheune ist das so fein, dass ich am liebsten meine Schuhe ausziehen möchte. Ja, wenn ich da mal reingehen muss, ne? Und 4 Kälber haben wir beiden gekriegt, du. Jeden Tag Frischfleisch auf dem Tisch. Und jeden Morgen Kaffee mit Rahm, Butter, Zucker. Ist eine wahre Pracht, du. Hey, was sagst du dazu? 1, 2, 1, 2. Oh, ohne Streichhölzer. Was es nicht alles gibt. Hey, 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 nun lass mich auch mal. Ja, immer du. 1, 2. Alles epileptisch, du. 1. Bloß im Dunkeln ist das noch schöner, ne? Die Gäste werden Augen machen. Ja, du. Augen wie Spiegeleier, du. Jetzt können wir sogar den Pastor einladen. So fein ist das bei uns. Und wenn Sommergäste kommen, die auch. Na, wie fühlen sich denn die Herren Gutsbesitzer? Ich muss sagen, ein großer Bauer zu sein, ist unter Umständen was ganz Feines. Habt ihr Direktor Ruland zum Kaffee eingeladen? Ja, Und? Kommt er? er hat gelacht. Dann kommt er wohl. Ja, er hat gesagt, sehr marchant.
Sehr charmant. Das ist Französisch. Ein gebildeter Mann, der Ruland. Ja, man kann sich seine Freundschaft gefallen lassen, ne? Morgen bin ich genau 1 Jahr bei euch. Wie die Zeit vergeht, ne? Und morgen reise ich ab. Mit dem Dampfer um 3. Das wird sie nicht tun. Ich will euch nicht länger kujonieren. Wir lassen sie nicht gehen. Wir mieten sie noch für 1 Jahr oder für 2 Jahre. Oder für 3 Jahre. Nee, meine Aufgabe hier ist zu Ende. Ich sehne mich nach der Stadt. Sie soll auch 10 Mark im Monat mehr haben. Nee, nicht für 100. Morgen reise ich ab. Glaubst du, dass sie das ernst meint? Ja, ich glaub das. Ja, die sagt nicht nee und meint ja. Das ist nicht ihre Art, du. Das wird ein Elend, wenn sie weggeht. Und was für ein Elend, du. Alleine können wir hier nicht mit klarkommen. Es gibt nur einen Ausweg. Und der ist? Wir müssen ihr 15 Mark mehr geben. Sie hat doch gerade eben gesagt, nicht für 100. Ach, das ist ein Jammer. Ja, ist das, du. Hast eine Idee? Vielleicht spekuliert sie auf heiraten. Ja, du, das ist das. Sie will geheiratet werden. Nur wissen wir das. Ja, bloß, wen will sie heiraten? Ne? Einen von uns beiden natürlich. Ja, klar, du. Du, glaubst du, dass sie mannstoll ist? Jawohl, das glaube ich. Sie hat mir manchmal so eine Augen gemacht. Und letzte Woche hat sie mir ein Buch geliehen. Was stand da drin? Schlimme Sachen. Von einem Kerl, der seine Haushälterin nicht heiraten wollte. Da tat sie ihm Gift in den Kaffee. Und dann ist er gestorben. Du, und warum wollte er sie nicht heiraten? Weil er schon verheiratet war. Und das Buch hat sie dir geliehen? Jawohl. Magst du's? Ja. Mir hat sie das Buch auch geliehen. So fährt einer aus dem Frauenschlauch. Das eine steht fest. Wenn sie weggeht, dann ist das aus mit Pudding und Rahmsuppe. Ja. Und mit Servetten. Und mit Seife. Und sie hat feine Leute aus uns gemacht. Und was sie alles so verschönert hat, ne? Sie hat das Haus umgebaut und die Musik installiert. Ja, und das Geld ist auch mehr geworden. Und das Ansehen auch. Oh. Das Aussehen. Nicht minder. Wenn sie weggeht, dann verkommen wir wieder. Ja. Das tun wir, du. Das mit dem Heiraten, das kann doch nicht so schwer sein. Soll man meinen, ne? Dann will ich in Gottes Namen mal bei ihr auf den Busch klopfen. Wo willst du bei ihr hinklopfen? Auf den Busch. Ach Mensch. Ich bin der Älteste. Und wenn sie ja sagt... Du, dann kriegen wir vielleicht sogar noch so einen kleinen Stammhalter. Lass man lieber mich. Ja. Sie sehnt sich sicher nach einem jungen Kerl. Sie kann selbst sagen, wen sie haben will. Na gut. Aber alles bleibt so, wie wir das gewöhnt sind. Denn wollen wir sie fragen. Ja. Was ist los?
das heißt, sie soll hier bleiben. Einer von uns will sie heiraten. Wer denn? Das wissen wir noch nicht. Wenn sie nicht als Dienstmädchen bei uns bleiben will, soll sie Frau im Haus werden. Ich soll wohl euch alle beide heiraten, was? Nee, bloß ein. Das sah mir aber eben nicht danach aus, als ich reinkam. Wir möchten bloß gern wissen, wen von uns sie haben will. Uns ist das egal. Ich bin der Jüngste. Die Wahl ist nicht leicht. 2 stattliche Männer. Was ist da zu machen? Was ist denn? Wenn es nach dem Alter und nach der Erfahrung geht, kann ich das bloß sein. Stimmt. Aber ich schwärme nun mal mehr für Jugend und Schönheit. Ich hab gewonnen. Ja. Da ist aber ein Haken bei der Sache. So? Ich bin schon versprochen. Schon ganz lange. Versprochen ist nicht verheiratet. Ich bleib meinem Jan treu. Ich sehe mich nach dem hier. Ja, da können wir nicht gegen an. Und wenn wir ihr 15 Mark im Monat mehr geben? Nee. 17,50. Auch der nicht? Nee. Aber ich weiß einen Ausweg, wo ihr beide mit zufrieden sein könnt. So? Ja, unterschreibt dies Papier. Was steht auf dem Papier? Ihr könnt das ja lesen. Ich bin so lange in der Küche und hol den Kuchen. Unser letzter Wille steht da. Steht da nicht mein letzter Wille? Nee, unser. Wir, Klaus und Piet Schnack, Besitzer eines Hofes von 500 Morgen in der Gemeinde Rönsund, mit Land, Acker, Wiesen, Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden, vermachen alles mit lebendem und totem Inventar, ferner alles auf der Sparkasse befindliche Geld unserer Nichte Sanna Thiel. Das ist ein starkes Stück. Sanna Thielen, Bedingung ist, dass sich unsere Nichte binnen Jahr und Tag mit dem Seemann Hinrich Siemsen verheiratet. Oh, das ist sogar ein ganz starkes Stück, du. Und dass sie uns bis an unser Lebensende pflegen und zur Hand gehen, als wären sie unsere leiblichen Kinder. Auch sollen sie unser Eigentum erst nach unser aller Tode erben. Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, bleibt es uns unbenommen, diese testamentarische Verfügung umzustoßen und mit unserem Eigentum anders zu verfahren. Na, warte, du. So dumm sind wir nicht. Hey, du, so dumm sind wir nicht. Ja, was sollen wir nun machen? Das werde ich dir gleich zeigen. So, jetzt lassen wir uns den Kaffee und den Kuchen gut schmecken. Wir brauchen Ihre alte Kaffeeplörre nicht. Nee. Und auch nicht so ein Kuchen. Für eine Tasse Kaffee kauft sie uns schon lange nicht. Nee. Und auch nicht für so ein Puffer. Hinsetzen! Das Testament hat euch nicht gefallen, was? Das wundert mich nicht. Über unser Haus und unseren Hof und alles, was uns gehört, bestimmen wir selbst. Wenn ich tot bin, kann sie meinetwegen machen, was sie will. Aber solange ich lebe, hab ich das Sagen. Und ich. Ihr lieben großen Kinder, ihr könnt mit eurem Haus und Hof machen, was ihr wollt. Glaubt mir, ich will nur euer Bestes. Auch mit diesem Testament. Aber denkt doch mal an eure Zukunft. Morgen gehen Hinrich und ich hier weg. Und wenn wir nicht mehr da sind, dann übernimmt eure Schwester Marle hier das Kommando. Und wird euch das Leben ganz schön sauer machen. Von dem schönen, schuldenfreien Hof wird nicht viel übrig bleiben. Alles, was ich aufgebaut habe, wird sie wieder umstoßen.
Und wenn ihr im Alter das Reißen in den Knochen kriegt, pflegt euch niemand. Aber wenn Hinrich und Sanna hier auf den Hof kommen, dann habt ihr Sonnenschein im Haus. Die beiden werden das so wie ich hier weiterführen. Denkt darüber nach, was ich euch gesagt habe. Das kommt von Herzen und ist die Wahrheit. Ach, kalt. Antje, hier habe ich die Blumen. Na nun, was ist denn los? Haben Sie dir was getan? Nee, Sie sind noch nie so gut und so vernünftig gewesen wie in dieser Stunde. Warum hast du denn geweint? Nicht fragen. Also ich verstehe das alles nicht. Nicht neugierig sein. Sieh lieber nach, ob die Gäste schon kommen. Bitte. Nee. Doch. Maletieren. Und Sanna? Ist nicht. Die will ich aber heute noch hier haben. Sie hat Angst. Ja, dann holst du sie. Ich? Ja, du. Und ihr beide wartet im Garten, bis ich euch rufe. Ja, aber ich wollte Kein doch nur... Aber, keine Fragen. Ich sehe für alles ein. Bitte. Na, wenn der wüsste, was ich ihm eben für ein weiches Bett zurechtgemacht habe. Da. Oh, grüne Gardinen. Grässlich. Ja, herein. Oh, guten Tag. Guten Tag. Donnerwetter. Na, das hat sich ja verändert. Das ist ja nicht... Oh, Verzeihung. Ruland. Direktor Ruland. So, maletieren. Sehr erfreut. Reizend, ganz entzückend. Oh, gewesen, Herr Direktor. Gewesen, als ich noch junge Braut war. Wie bitte? Ich meinte ganz entzückend die Einrichtung. Ach so.
Lümmel. Also ich muss sagen, ich empfinde für Fräulein Antje aufrichtige Hochachtung. Hochachtung. Im ganzen Bauernstand habe ich noch keine Frau mit so ausgeprägtem künstlerischen Geschmack gefunden. Und dabei kann man nicht einmal sagen, dass sie übermäßig gebildet ist, nicht wahr? Nee, man kann sogar sagen ins Gegenteil. Sie muss in einer früheren Inkarnation irgendetwas mit Kunst zu tun gehabt haben. Meinen Sie nicht auch? In was für einer Nation? Ja, also ich verstehe die ausländischen Worte nicht so. Pass auf, Verzeihung. Oh, freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ja, ja. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Oh, Verzeihung. Ja, Entschuldigung. Schönen guten Tag, die Herren. Junger Mann. Möchten Sie hier vielleicht gleich? Dankeschön. Bitte schön. Ah, sag mal, Tja, Wollen Sie hier vielleicht Platz nehmen? Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. So gemütlich war das schon lange nicht hier. Oh. Bitte, Frau Thielen. Und langen Sie doch zu. danke, kein Appetit. Wunderbar, der Kaffee. Wunderbar. Na, wie gefällt es Ihnen auf der Kräheninsel? Ganz ausgezeichnet. ja, aber da ist doch überhaupt gar nichts los. Das ist doch eben das Angenehme. Diese himmlische Ruhe, diese göttliche Abgeschiedenheit. Es lässt sich dort großartig meditieren. Was lässt sich da? Meditieren. Jawohl, das gibt Kraft und hält Kraft. Aber Angeln ist auch ein schöner Sport, ne? Das tue ich natürlich auch. Aber ich habe eine Entdeckung gemacht. Angeln ist ein schwer zu ergründendes Mysterium. Mysterium. Ich angelte gestern Vormittag. Aber keiner biss an. In 4 Stunden nicht einer. Und als ich die Angel schließlich einzog, machte ich eine merkwürdige Entdeckung. Können die Herren sich denken, was für eine Entdeckung ich machte? Nee. Nun, ich hatte vergessen, den Köder an den Haken zu stecken. Es ist doch unglaublich, von welchen Kleinigkeiten oft der Erfolg abhängt. Seine arme Frau. Meine Damen, meine Herren, die Brüder Schnack haben uns zu sich geladen, um uns ihr neues Heim zu zeigen. Ich stehe nicht an zu konstatieren, ein schöneres Bauernhaus gibt es weit und breit nicht. Wenn man das stattliche Gebäude und die geschmackvolle Inneneinrichtung betrachtet, so fragt man sich doch unwillkürlich, wo ist die Frau? Die Frau. Nun, wir brauchen nicht lange zu suchen. Sie ist mitten unter uns. Gestatten Sie mir, dass ich ein Hoch ausbringe auf die gute Fee, die mit viel Geschmack und ich kann nur sagen, mit viel Liebe zur Sache dieses Heim geschaffen hat. Geschaffen hat. Fräulein Antje Rotermund. Fräulein Antje Rotermund, sie lebe hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Oh, Vertieren. Wollen Sie nicht auch ein kleines bisschen hoch, hoch, hoch? Nee, ich will nicht hoch, hoch, hoch. Sie hat meinen Brüdern den Kopf verdreht. Ich kann bloß sagen, eine Schande ist das. Und was zu viel ist zu viel und das ist zu viel. Jetzt lassen Sie mich aber auch mal ein Wort sagen. Das soll ein Fest hier heute werden. Aber Ihnen scheint es nicht zu passen. Für wenig Geld im Monat habe ich hier gearbeitet, Tag und Nacht.
Hab für die beiden gesorgt wie eine Schwester. Ganz anders als Sie zum Beispiel. Was wollen Sie damit sagen? Hier ist ein Testament. Unterschrieben von Klaus und Piet Schnack. Was? Ihr habt? Jawohl, wir haben. Ja, bei freien Willen. Und ganz klaren Verstand. So, dann hab ich hier nichts mehr zu suchen. Bloß ein Teil will ich euch noch sagen. Dass ihr faul seid, das habe ich gewusst. Und dass ihr auch nicht zu den Weisen Zions gehört, das habe ich auch gewusst. Aber dass ihr so dumm seid, das habe ich noch nicht gewusst. Der Tag wird kommen, wo ihr an meine Tür klopft und um Hilfe bettelt. Das wollte ich nur. Sie selber sollten Ihren Brüdern sagen, was Sie von ihnen denken. Aus Ihrem eigenen Mund sollten Sie das hören. Das Testament, das hat sie meinen Brüdern abgeschnackt. Das stimmt, da haben Sie recht. Aber ich selber erb keinen Pfennig. Kein Pfennig? Ihre Tochter Sanna erbt alles hier. Sanna! Ihre Tochter Sanna Thiel. Ja, Wenn sie innerhalb eines Jahres den Seemann Hinrich Siemsen heiratet. Oh, bravo, bravo! Ja, ja, wenn das denn sein muss, nicht? Ach, ihr beiden! Ach, ich hab euch doch immer von Herzen lieb gehabt. Ja, das müsst ihr mir glauben. Ich hatte ja bloß Angst und Sorge um eure Zukunft, dass ihr hier mal in Ruhe und Frieden leben könnt, nicht? Och, ihr lacht ja schon wieder. Das ist doch alles wieder in Not, nicht? Ah, da haben wir ja unsere Glückskinder. Komm, lies das. Und dann sag mir, ob du morgen wieder auf See gehst. Ich würde zu gern wissen, was Sie eigentlich gegen den Jungen haben. Ich hab nie was gegen ihn gehabt. Antje, du, ich danke dir. Bitte, Hinrich. Hinrich. Nun gehe ich nicht wieder auf See. Hier auf diesem Hof will ich leben. Mit dir. So, und ich will euch den Hof zeigen. Ja, gern. Ja, kommt ihr zwei nicht mit? Nee, wir haben keine Zeit. Wir haben was zu tun. Was? Jetzt, wo euch alle Sorgen und Mühen abgenommen sind, da habt ihr was zu tun? Ja, wir gehen...